Ich wollte eigentlich immer schon, dass ich mit Kindern arbeiten und dann als Monitrice an meiner Jugend geschafft und da gemerkt, dass ich immens interessiert war an denen Kinder, die Schwierigkeiten hatten. Und auch selber in meinem Familienkontext bin ich frei auf Verbindung komme mit Lehrstörungen und Entwicklungsstörungen. Und weil ich mich immer selber gerne bewegt habe, sind ich dann auf Psychomotorik gefallen und voilà, so sind ich auch Psychomotricienne gehen. Ich habe von nicht eine gute Erinnerung an meinen Beruf. Ich habe immens viele flotte Momente erlebt. Was ich am Anfang immer immens schön fand, ist, wenn ich gesehen habe, dass ich den Kindern etwas Positives mit auf ihrem Weg gehen oder an ihrem Schultag etwas Positives bewirken, sodass ihnen es mehr leicht fällt, und voilà, ihnen etwas Gutes mit auf den Weg gehen. Das fand ich immer immens flott, wenn ich das als Rückmeldung kriege von den Kindern, aber auch von ihrem Umfeld. Ich denke, eine ganz große Herausforderung ist einfach, den Stress zu managen und eine gesunde Work-Life-Balance aufzubauen, weil die brauche ich definitiv als Psychomotricienne. Ich habe den am Körper, ich habe den mit der Psyche und den eigenen Körper als ein Instrument, ein wichtiges Arbeitsinstrument. Und das ist eine große Herausforderung, für sich nicht vom Stress, von der Schaff anholen zu lassen, mir auch da eine gewisse Balance zu finden, ein Equilibrium zu finden, für Sänger mitzusehen, für dadurch können und Kanter weiterzugehen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo ich als Psychomotoriker arbeiten kann. Das ist zum Beispiel an einer ESAP oder an einem Kompetenzzentrum. Und auch da gibt es viele verschiedene Kompetenzzentren, wo die Arbeit aber immer ein ganz anderer ist. Mal mehr nur am Kant, mal aber auch mehr an der Analyse, an der Diagnostik oder mehr an der Reedukation. Und kann ich aber auch am Coaching arbeiten oder mal mehr Formationen machen oder Guidance von den Älteren, also auch ein wichtiger Teil.